Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 25. Bundesligaspieltag, 2:1 verloren in Leverkusen. Völlig zu Recht verloren. Das schlechteste Spiel der Saison, was ich gesehen habe, an was ich mich erinnern kann auf jeden Fall. Ja, unerklärlich die Leistung eigentlich. Ja. Ich könnte jetzt drauf eingehen, wir könnten uns jetzt jeden Spieler einzeln rauspicken, aber das können wir uns genauso gut schenken. Es waren alle Spieler schlecht. Der einzige, der ein bisschen herausgestochen ist, der Normalformate, war Alphonso Davies, alle anderen kannst du über einen Kamm scheren. Es gibt noch einen oder anderen, der besonders schlecht war, aber das sind auch die üblichen Verdächtigen. Ja, da muss ich jetzt nicht wieder einzeln da reinhalten. Ich verstehe es nicht. Also keine Ahnung, wie sowas zustande kommen kann. Erst recht nicht nach einer Woche Pause. Habe ich kein Verständnis für. Trainer komplett überfordert gewesen. Denke, das können wir auch festhalten. Wurde heute klassisch ausgecoacht. Erste Halbzeit hat er sich irgendwie nach 20 Minuten mal einen Goretzka kurz rausgeholt. Ja, keine Ahnung, was er da versucht hat. Geändert hat das alles nichts. Sie wurden einfach ausgecoacht von Leverkusen. Gerade erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es dann einen Tacken besser, ja, von unserer Seite, keine Frage. Gerade dann so die letzte Viertelstunde, ja, na klar. Aber ja, das ist auch zu spät. Ja. Die Einwechslungen haben ein bisschen was gebracht, teilweise zumindestens. Gnabry war für mich wieder ein Totalausfall. Aber wie gesagt, ich habe keinen Bock auf die üblichen Schwachstellen da drauf einzugehen. Es sind immer die gleichen Spieler. Ich weiß nicht, warum man sich so kampflos da ergibt, sobald Kimmich die Armbinde am Arm hat, kommt von dem gar nichts mehr, spielt komplett unsicher, spielt nur Scheiße. Ich meine, wenn man in der 90. und in der 95. Minute Ecken hat, dann sollte man die vielleicht mal scharf vors Tor schlagen und nicht im hohen Bogen irgendwo am anderen Ende vom 16er schlagen. Verstehe ich die Taktik nicht hinter, aber ganz ehrlich, nee, hab ich heute einfach kein Mitgefühl mit. Ja, zu Recht verloren. Ja. Die Suppe, die sie auszulöffeln haben sie selber eingebrockt heute. Punkt. Ich bin super enttäuscht. Sag ich auch ganz ehrlich. Ich habe mit vielem gerechnet. Man kann auch verlieren in Leverkusen. Wir haben uns da schon öfters mal schwer getan. Gar keine Frage. Aber die Art und Weise heute war ein Trauerspiel. Also in der ersten Halbzeit haben wir gefühlt nicht einen Zweikampf gewonnen. Ganz schlecht die ersten 20, 25 Minuten. Ja, wir haben ohne Stürmer gespielt. Ich weiß nicht, was ein Mané da gespielt hat. Ich weiß auch nicht, was ein Müller gespielt hat. Sané dieselbe Grütze. Ja, dass dann zur Halbzeit gewechselt wurde, ganz ehrlich, fand ich schon, ja, man hätte schon eher wechseln können. Hätte vielleicht mal das Zeichen gesetzt, was es gebraucht hätte in der ersten Halbzeit. Musiala hat auf jeden Fall ein bisschen was reingebracht. Gnabry für mich komplett Ausfall. Coman, ja, war auch okay. Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe auch nicht habe ich schon in den letzten Videos gesagt, diese Umstellung. Warum man jetzt unbedingt einen Sané auf die 10 stellen muss, weiß ich nicht. Er zahlt das mit keiner Faser zurück. Wo ist ein Sané denn bitte stärker auf der 10 wie Musiala in den letzten Wochen? Ich verstehe nicht, warum man Musiala da rauszieht und jetzt auf halblinks da rumdümpeln lässt, habe ich in den letzten Spielen schon gesagt. Das ist für mich komplett Unverständnis. Das ist dasselbe Spiel wie in der Hinrunde mit dem Sané, der auf halblinks bärenstark war und dann auf einmal sagt man so, oh nee, den lasse ich da jetzt nicht mehr spielen. Why? Es geht in meinen verfuckten Schädel nicht rein, Alter. Ich verstehe es nicht, warum man jedes Mal irgendwelche Spieler, die super spielen, die super in Form sind, irgendwo anders hinstellen muss, wo sie einfach nicht so zünden. Ich verstehe es nicht. Es geht in meinem Schädel nicht rein. Und dass Mané vorne auf der 9 bei uns nicht klarkommt, das haben wir in der Hinrunde also ohne Ende ausprobiert und haben es gesehen, es klappt nicht. Ja. Ja, was hat er gehabt? 7 Ballkontakte, nicht einen Zweikampf gewonnen. Da mache ich ihm noch nicht mal zum Vorwurf, er ist halt einfach nicht diese Art Spieler. Punkt. Ja, und das weiß man. Und wenn man dann keinen Choupo-Moting hat, ja,
keine Ahnung, dann stellen Tell dahin, gib dem mal die Chance von Anfang an, anstatt den die letzten 10 Minuten zu bringen. Den kannst du in der Halbzeit dann auch noch immer auswechseln, wenn es nicht klappt und kannst da, was weiß ich. Ich werde jetzt heute auch mal einen Knabri da vorne reinstellen können. Ja, was hätten wir zu verlieren? Nach hinten arbeitet er eh nicht, hat er keinen Bock. Da macht er am wenigsten kaputt. Nach vorne rennen tut er doch. Spielt er doch gerne nach vorne. Ja, wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen, den heute mal auf die 9 zu stellen. Wie gesagt, nach hinten hat er keinen Bock, hat er heute auch keinen Bock gehabt. Und wenn, dann hat er zweimal dumm gefoult und hat den Elfmeter damit eingeleitet und hast du nicht gesehen. Also ganz Sané läuft da rum wie Falschgeld, Alter. Ich verstehe es nicht. Ja, er war in der zweiten Halbzeit dann zum Schluss hin der noch mal ein bisschen was versucht hat da vorne. Das ist vollkommen richtig. Wo war er davor? Also, I don't know. Weiß ich nicht. Und das nach einer Woche Pause. Super enttäuschend. Ich bin super enttäuscht. Wie gesagt, wir können da verlieren, gar keine Frage. Aber dann doch bitte mit einer ordentlichen Leistung. Und nicht erst so die letzten 10 Minuten aufwachen oder da die letzten 10 Minuten mal ein bisschen ins Risiko gehen. Nein, das war heute nicht Bayern-like von gar keinem, außer von Alphonso Davies, den möchte ich da mal rausnehmen. Weder vom Nagelsmann noch von sonst irgendjemanden. Das war heute auch ein Ergeben. Ja, wir haben durch 12 Meter verloren. Ja, richtig. Ja, super unglücklich, kann man erzählen. Es waren beide Elfer, Punkt. Ja, die waren beide unglücklich. Der erste ist dasselbe, wie es beim der Licht war im letzten Spiel. Der tritt ihn halt hinten rein, unabsichtlich. Ja, ist ein Foul, ist ein Elfer, gut, alles klar. Beim zweiten Upa rutscht rein. Zieht sogar noch zurück, beziehungsweise hält die Füße extra auf dem Boden. Ja, mein Gott, dafür sind die Stürmer schlau genug, dass die den Kontakt mitnehmen und ein Elfer. Ja, Punkt, sind beide Elfer, müssen wir nicht rumdiskutieren. Aber wir haben insgesamt, in der ersten Halbzeit haben wir einen Torschuss gehabt. Wir haben in der ersten Halbzeit geführt und wussten gar nicht warum. Ja, es war komplett unverdient. Irgendwie so ein Kackding da, das dann auch ausgerechnet der Kimmich gemacht hat mich am meisten aufgeregt, weil der wieder eine Leistung heute gezeigt hat, die unterirdisch war. Leon war gar nicht zu sehen, der war komplett aus dem Spiel raus. Ich fange schon wieder an, die einzelnen Spieler durchzugehen. Lassen wir es einfach dabei, dass die Mannschaft heute einfach schlecht war. Und zwar auf komplett von A bis Z. Nehmen wir einen Sommer raus, der hätte vielleicht auch mal einen Elfer halten können, aber Elfer ist immer so und so. Ja, Upa und De Ligt fand ich auch noch einigermaßen stabil. Davis fand ich gut, der Rest war schlecht. Punkt. Fertig. Und das Schlechteste war für mich der Nagelsmann. Er hat sich einfach ergeben, Leute. Er hat sich einfach auscoachen lassen von Alonso. Und das ist traurig. Ja, ich denke, um mal kurz auf die Champions League Auslosung zu kommen, ich denke, Pep ist auch nicht dumm als Trainer. Gut, manchmal ist er zu schlau, denkt zu weit hervor. Aber ja, man hat gesehen, dass wir dann einfach keine Ideen hatten. Ja, wir haben den Stiefel weitergespielt, 90 Minuten, fertig. Keinerlei Ideen, irgendwas mal zu versuchen. Ich verstehe es halt nicht. I don't know. Wir müssen doch mal einen Plan B und C haben und den haben wir gar nicht. Also, I don't know. Ja, wir können mal mehr auf Dreier- und Viererkette stellen, das war's. Das ist alles, was wir können. Vorne haben wir keinerlei Plan B. Ne? Keinerlei. Wirklich keinerlei. Das haben wir heute gesehen. Traurig. Es macht mich einfach nur traurig. Ja, jetzt gehen wir natürlich mit negativen Gefühlen in die Pause. Ja, und wir haben jetzt den Druck. Also hätten wir das Spiel gewonnen, hätten wir nicht den Druck gehabt, sondern Dortmund. Jetzt haben wir den Druck. Und Dortmund hat einen Lauf. Ja, und wie man gesehen hat, ist ja nicht das erste Mal, dass wir ausgecoacht werden. Ja. Es ist wirklich nicht das erste Mal. Und von daher, ja, I don't know. Ich bin sehr gespannt. Sollten wir das Spiel verlieren gegen Dortmund, ist die Meisterschaft gelaufen. Lege ich mich fest. Dann sind es 4 Punkte. Dortmund spielt so stabil aktuell in der Bundesliga. Ja, das ziehen die dann durch. Das sind dann noch 8 Spiele. Dann können sie sogar noch 1 verlieren und es reicht trotzdem. Ja. Also, wir müssen das Spiel definitiv gewinnen, wenn wir in der Bundesliga dranbleiben wollen oder Chancen haben wollen. Ganz ehrlich, wenn ich unsere Spiele so sehe in der Bundesliga, habe ich nicht das Gefühl, dass die Mannschaft unbedingt will. Ne? Das muss man mal klar so sagen. Kann man irgendwo verstehen, nach 10 Meisterschaften in Folge, möchte ich gar nicht jetzt hier absprechen. Warum soll es auch gar nicht gehen, aber
Heute geht es hier um Leverkusen und das macht mich einfach nur traurig. Das war gar nichts. Wirklich gar nichts. Ja, damit können wir das Spiel abhaken. Wir können mal einen Blick in die Statistiken werfen. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Bin mal gespannt, was unsere Zweikampfquote sagt. Ballbesitz 40:60, Abseits 3:1, Foul 10:11, Zweikämpfe 47:52. Ja, Respekt, Alter. Schüsse aufs Tor 5:6, Schüsse insgesamt 11:11, Ecken 5:3, angekommene Pässe 326:514, Flanken 4:10. Schüsse insgesamt Gnabry 2, Goretzka 1, Kimmich 1, Torschussvorlagen, Goretzka 1. Gewonnene Zweikämpfe, Sani 8, Cancelo 6, Kimmich 6. Ballkontakte 122 Upa, 79 Davis, 75 De Ligt. Ja, sind auch die einzigen 3, die einigermaßen positiv aufgefallen sind. Gefoult worden können wir uns schenken. Ja, na klar. Hat Leverkusen, wir haben uns ja in den Statistiken gesehen, wenn du nach den Statistiken gehst, ja wow, wir sind überall vorne in den Statistiken, yippie. Die Schüsse aufs Tor, I don't know. Ich habe nicht einen gefährlichen gesehen von uns. Gut, jetzt zum Schluss, der Radetzky 2 gut gehalten, ja, aber die waren jetzt auch nicht so super platziert. Vorher war es 80 Minuten halt gar nichts, ja, muss man ganz klar so sagen. Wie gesagt, die 3 Ecken, die wir hatten, die waren alle 3 gleich scheiße. I don't know why, erst recht nicht in den letzten 5 Minuten, da muss man Ecken anders reintreten. Aber, ja, I don't know, es passt zur Leistung. Was ich sagen wollte, na klar, Leverkusen uns jetzt nicht an die Wand gespielt, hat Torchance auf Torchance gehabt. Sie haben wir ja auch gesehen an den Statistiken, Schüsse aus Tor 5. Das war jetzt auch nicht der Fall, ja. Aber es waren halt die 2 Elfmeter und wir haben keinerlei Zugriff gekriegt aufs Spiel. Also in der ersten Halbzeit haben wir gefühlt 10% Zweikämpfe gewonnen. Ich weiß keinen Wert, also sah es auf jeden Fall aus. Wir kamen gar nicht ins Spiel, wirklich gar nicht. Ja? Und haben dann irgendwie durch Zufall 1:0 geführt. Ja, wie gesagt, ich persönlich bin enttäuscht, super enttäuscht sogar. Ja, ich erwarte einfach was anderes. Punkt. Und gerade die 3 hinten, die tun mir ein bisschen leid. Die wurden da teilweise echt harsch alleine gelassen, beziehungsweise wurden Ballverluste im Mittelfeld gemacht, die Haare sträuben waren. Ja, I don't know. Aber sollen wir das weiter analysieren? Es war ein scheiß Tag. Muss man abhaken. Wir haben verdient verloren in meinen Augen. Ja, und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, das nachher der Länderspielpause ist ein Spiel, was knallen wird für uns. Ja. Bin ich sehr gespannt. Leute, wir alle, ganz Fußball Deutschland hat, was es will. Eine spannende Meisterschaft und die wird auch bis zum Ende spannend bleiben. Sei denn, wir verlieren das Spiel, dann könnte es relativ zügig dahin gehen, weil ich denke, man sieht schon, dass uns irgendwo ein bisschen die Motivation fehlt. Möchte nicht sagen, dass wir heute nicht motiviert waren, aber irgendwie so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, so die letzten 10-15%. Man hat Leverkusen gesehen, die haben diese Prozent gehabt, die wir nicht hatten. Ja. Ja, auswärts, ja, klar, und so weiter. Wir kennen die ganze Scheiße, brauche ich nicht drauf eingehen. Nichtsdestotrotz ist es einfach enttäuschend. Gerade wenn es dann darum geht, dass man in der Länderspielpause geht, dass man als Tabellenführer reingegangen wäre und so weiter und so fort, dass man die positive Stimme mitgenommen hätte. So werden es zwei Wochen werden, es wird wieder alles kritisiert werden, wie es in München immer so der Fall ist. Aber ganz ehrlich, das ist der Nagelsmann heute auch selber schuld. Er wurde heute einfach in meinen Augen ausgecoacht. Er hat keinerlei Rezept dagegen gehabt. Oder hat generell mal irgendwas versucht. Ja. Man hätte mal einen Goretzka auf die Doppel-6 ziehen können, man hätte mal Musiala auf die 10 stellen können, anstatt einen Sané da 90 Minuten durchspielen zu lassen. Und. Man hätte einen Gnabry vorne mal reinstellen können. Wo ist das Problem? Was hätten wir zu verlieren gehabt? Möglichkeiten wären genug da gewesen, wird halt einfach nicht genutzt. Und ja, am Ende des Tages, deswegen in meinen Augen, verdient 2:1 verloren, fertig. Ja, auch wenn es natürlich dann dem Hinblick unglücklich war, dass die Elfmeter jetzt auch ein bisschen unglücklich waren. Aber beide vollkommen berechtigt, aber natürlich beide nicht irgendwie mit Absicht oder sowas. Aber dass man sich überhaupt in diese Position hat halt bringen lassen, ja, von Leverkusen, das meine ich halt mit vercoacht. Ja.
Gut. 1, 2 Worte zum Champions League los. Ich persönlich finde es gut, weil was soll mir da lange rumeiern? Was soll mir da lange rumeiern? Ja, wir haben die schwersten Gegner. Oder den schwersten Gegner jetzt. Danach im Halbfinale auch in meinen Augen die schwerere Seite. Ja, und dann hast du vielleicht... Warte, bevor ich jetzt scheiße laber, gucke ich eben. Aber ich glaube... Neapel haben wir ja noch nicht mal, ne? Dass wir auf die treffen könnten. Das heißt, die Mannschaft der Stunde sozusagen, neben Man City vielleicht, wäre dann erst im Finale möglich. Aber wenn ich das heute gesehen habe, ich dachte eigentlich, wir wären auf einem guten Weg. Aber wenn man das heute gesehen hat, I don't know. Lässt wieder vieles offen in meinen Augen, ja. Ich dachte eigentlich, wir wären in der Ecke weiter. Wie gesagt, man kann verlieren, alles gar keine Frage. Aber wie wir heute wieder verloren haben, wie wir das hingenommen haben, mal abgesehen von den letzten 10 Minuten dann, ja, lässt mich zweifeln, wie ernst wir denn diese Bundesliga-Geschichte nehmen. Ja, genau. Also, wir können dann im Halbfinale auf Chelsea oder Madrid treffen. Ja, die andere Seite ist mit Sicherheit einfacher, würde ich sagen, mit Neapel, Milan, Inter, Benfica. Ja, aber ich persönlich finde es gut. Die Sinne sind dann geschärft. Wie man heute gesehen hat, kann uns halt auch passieren. Also wir können auch so, wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn Haaland einen guten Tag hat, ich will jetzt nicht von 7-0 reden oder sowas. Wir haben Haaland auch immer gut im Griff gehabt, in Dortmund zumindest. Aber Man City ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Kaliber, wie Dortmund es war mit Haaland. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Eigentlich haben wir immer ganz gute Spiele gemacht. Ja, werden interessante Spiele werden. Und ja, I don't know. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Alles ist drin diese Saison oder auch nix. Ja, im Pokal sind fette Gegner. In der Liga ist es super spannend. In der Champions League haben wir definitiv alle Fetten auf unserer Seite. Also wenn man diese Champions League-Saison gewinnen sollte, ja, war es der schwerste Weg und es wäre hoch verdient, egal wie man gegen die Gegner weiterkommt. Allein die Vorrunde, dann Paris, jetzt Man City, danach Chelsea oder Madrid, wo ich von Madrid ausgehe. Ja, nett. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich war eigentlich guter Dinge vor dem Leverkusen-Spiel. Ich dachte, wir sind weiter einfach. Ja, das ist so das Enttäuschende. Dass wir einfach kein Mittel haben. Wir haben kein Mittel, was Plan B oder C ist. Wenn unsere Mannschaft so nimmt, wie uns Leverkusen heute genommen hat, ja, was ein Pep oder auch jeder andere schlaue Trainer sieht. Das sehen wir auch nicht das erste Mal diese Saison. Ja, und dann, es kommt hilflos rüber. Ja. Das kann ja nicht sein, weil jetzt Choupo nicht da ist, dass Choupo jetzt der Mann ist, der die ganze Mannschaft trägt oder was, ist doch auch Schwachsinn. Da muss man halt einfach mal ein bisschen was anderes probieren, aber das passiert halt nicht. Es wird dann so hingenommen, ja, wir spielen den Stiefel runter, ja, ich nehme da Mané raus und ja, wechsle die 3 da vorne aus, habe immer noch keinen richtigen Stürmer auf dem Platz. Bringen dann so die letzte Viertelstunde einen Stürmer, der gar keinen Spielrhythmus hat, weil er nie Spiele kriegt, weil er, wenn er mal rein darf, irgendwie für 10 Minuten rein darf. Ja, das hat man sich selber eingebrockt alles, ja. Man muss halt, wenn man so eine Leute hat, und wenn das ein Backup sein soll auf dieser Position, muss man den halt einfach auch mal spielen lassen. Ja. Und das hat man nicht getan. Das hat man nicht getan, wo die Chancen da waren. Wenn es halt mal 2-0 steht, 3-0 steht, ja, dann muss man die Leute halt mal rausnehmen und die Jungen reinwerfen. Das tut man aber nicht. Und dann haut man so einen Jungen jetzt da rein und sagt so, ja, jetzt muss das aber reißen. Das klappt halt nicht. Ja. Also kein Vorwurf an Tell oder sowas. Ja, schade. Und für mich eigentlich, wie ich schon sagte, einfach nur enttäuschend. Anders kann ich das irgendwie nicht zusammenfassen. Enttäuschend, weil es einfach so hingenommen wurde. Ja, die letzten 10 Minuten haben wir gesehen, ja, es gab den einen oder anderen Spieler, der gegengehalten hat, der wollte. Aber man hat auch gesehen, wie unvermögend teilweise
ein Großteil der Spieler ist. Und wie gesagt, das jetzt aufzudröseln, klar könnte man jetzt sagen, so die letzten 10 Minuten, da waren Sané sehr aktiv, hat ein bisschen was versucht. Ja, aber sollen wir ihn daran bewerten? Davor war er halt auch fast 80 Minuten nicht zu sehen. Ja. Also schwierig alles. Von daher, wie ich schon sagte, für mich, nehmen wir Davis raus, der war für mich Normalform. Upa und De Ligt hatten für mich auch eine gute Form, also will ich auch Normalform sagen. Der Rest war durchgehend schlecht. Punkt. Das ist meine Meinung. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Wir hören uns jetzt erst in 2 Wochen wieder. Mal gucken, vielleicht mache ich noch mal unter der Woche, wenn ich ein bisschen mich abgerichtet habe, mal noch mal einen kleinen Talk zu den Champions League Auslosungen. Das ist ja doch schon ganz interessant. Ja, vielleicht tue ich das noch. Wenn, dann bekommt ihr noch mal einen kleinen Talk von mir. Ansonsten schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen und in diesem Sinne, tschö.